hat das Projekt ganz gut präsentiert, verschiedene Parteien haben die Meinung geholt. Keine Partei, also ein anderes Problem angegangen, den Heimat verbunden ist, das ist das sprachliche Problem. Wir alle gut, auch das will ich ausdrücklich betonen, als für den freien Verkehr von den Menschen an der Europäischen Union, auch wir sind die Anerkennung von ausländischen Diplomen, wie die Leute zu erleichtern, an anderen Ländern zu schaffen, alles das als eine Selbstverständlichkeit. Was aber gerade so eine Selbstverständlichkeit muss sein, dass die Leute, die hier am Land schaffen, besonders am Gesundheitssektor, müssen können Lützeburg schwätzen. Und das ist keine Partei. All die an den letzten Wochen so salbungsvoll über Lützeburg geschwätzt haben, all die gesagt haben, wir müssen eine Schachter über Lützeburg schwätzen, nicht eine Partei. Wenn ihr darauf guckt, außer der ADR, steht hier ab, als seht mal die Leute, die hier am Land schaffen, am Sonnig, am Gesundheitssektor, mit diesen Gebärden, mit den Patienten, auch auf Lützeburg können zu kommunizieren. Solange das nicht der Fall ist. Solange das nicht der Fall ist, Herr Baudry, und ich meine, dass ihr da interveniert, tut feist, wie dir zu Lützeburger Spruch steht, ihr seht auch wirklich, geht ein Gegner von der Promotion vom Lützeburgischen. Weil das ist nämlich der Koronär. Das ist nämlich der Koronär, Herr Präsident, von der freien Bewegung an der Europäischen Union. Das ist der dummer da verbunden, auch der Respekt als von den Patienten, mit denen sie den hört. Und wir so nicht zu Gesetzen, die zwar ein Prinzip aufhören, das wir begrüßen, nämlich die Bewegungsfreiheit und die Anerkennung von den Diplomen, aber wir werden eine sprachliche Komponente dran. Es ist eine sprachliche Komponente in diesem Gesetz, und zwar in die Lützeburg spezifisch ausschließt, weil daran gesagt wird, dass die sprachlichen Kontrollen, die vorgesehen sind, sich limitieren auf Sprachen, die einen offiziellen Charakter an der Europäischen Union haben, etwas, was das Regierung ja bislang nicht realisiert hat. Das gesagt, mit Bedauern, Herr Präsident, können wir das Gesetz also nicht unterstützen, wenn wir stehen zu allein, wir stimmen kein Gesetz, wo die Lützeburger Sprache aktiv diskriminiert wird, das ist heute der Fall.